Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Und jetzt habe ich wieder Angry Popel gegen Biker 2020 gesucht und könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendein Video habt, wo ich darauf reagiere, egal ob Fails gegen Wins oder Road Rage oder ja, was ich mal noch will, ist, ich will vom Kulebu auf das Video reagieren. Und dann, ja, schauen wir jetzt von Polariders. Ja. Ich kann natürlich von Traut schicken, wenn ich mal etwas hit. Mal schauen, ob ich irgendwie mit Ton abgestellt ist. Oh, jetzt, wow, schau mal, wie der durchgeheizt ist. Nicht tolle Polaktion so in der Kreuzung. Aber jetzt aber nicht, dass er so einfahren an der Stelle, aber was soll der Scheiß, hä? So hinterher reizt ist auch nicht so toll. Ich bin ein bisschen gerutscht gerade. Seine Musik, nein. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger. Nächstes Mal ein bisschen ruhiger an der Ampel. Bist vorbeigezogen wie sonst was. Jetzt wird der Stress, oder? Ampel. Ich stand da. Wie bitte? Ich sag nur nächstes Mal ein bisschen ruhiger an der Ampel. Was willst du jetzt von mir? Du bist da so ein Stück von mir vorbei. Wo ist so das ein Problem? Arsch. Ich sag nur nächstes Mal bitte ein bisschen ruhiger. Ich hab nichts irgendwie falsch gemacht, oder nicht? Durchgezogene Linie überfahren, zu schnell gefahren, zu wenig Seitenabstand. Also, jetzt fängt der TÜV-Fahrer an Streit machen an, der macht gar nichts, aber er sieht, der Autofahrer sieht es nicht ein, was er schlecht gemacht hat. Ja, das ist auch nicht so toll. Was? Ah, er soll ihm nicht trauen. Was? Keine große Fresse mehr, ne? Was hat mit große Fresse zu tun? Du hast große Fresse versucht zu haben. Bist du gesehen, als wer im Auto sitzt, oder nicht? Wer sitzt im Auto? Ich habe kein Problem mit ihm persönlich. Ich sag nur, So mit ihm. Jetzt fangen wir mit ihm an. Gerade dachte ich, hey, fahr langsamer. Bleib ruhig. Jetzt läuft er weg, der hat so dumme. Ich glaube, der hat keine Eier und die so wie er tut wegläuft. Aber gut, man muss ja nicht anfangen zu streiten. Natürlich. Aber er hat auch den Fall und die haben sich nicht entschuldigt. Also von dem her, also ich finde selber, ich selber würde das natürlich nicht machen. Ich würde einfach weiterfahren und Scheiß drauf. Gar nicht die konfrontieren damit, ich selber. Aber wie sagt man, aber der andere könnte, wenn man das schon macht, dann wenigstens Einsicht zeigen, weil ja, das ist ja klar gewesen, dass das nicht gut ist. Mein Kollege und ich sind hier im Harz unterwegs, 50 km erlaubt, 600 Meter Höhe und 2 bis 15 Steigung fahren, beide sehr untertourig bei 2 bis 4'000. Ja, das ist extrem untertourig beim TÜV, nein wirklich jetzt. Killer und gerade ist ein Kollege mit Originalauspuff. Mein Bad, ah ja, gut. Das ist eigentlich schon. Jetzt kommt dann einer pöbeln, warum dass die so schnell fahren wahrscheinlich. Ja, Glück. Das ist gut, das nimmt mich zu Wunder. Weil die sind wirklich sehr langsam gefahren. Wie man das sieht, wirklich gediegen. Und jetzt nimmt es Wunder, was der sagt. Was die sagt. das war das Problem gewesen. Wieder? Was denn? Ja, alles gut. Wir geben unser Bestes, wir sind auch extra leise gefahren. Okay. Ah, das ist wieder so etwas wie beim letzten Reaction, wo der Blackout gemacht hat. Auf Moralapostel. Ja, das ist gut, dass er gegangen ist, weil das wird sich in die Länge ziehen. Nein, die sind wirklich, schau mal, wie schnell wie die fahren. Also wirklich sehr langsam. Aber jetzt fällt jetzt etwas der Wald.
Der Husky. Okay, grundsätzlich noch nichts auszusetzen. Die fahren auf einer normalen Waldstrecke. Und dann kommt ein Förster, wieder ein Hausmeister. Ja, schau, jetzt kommt wieder nur ein Hausmeister. Und wahrscheinlich will er ihn umfahren. Bitte mal, er will sie ummieten. Die TÜV ist runtergedrosselt. 25 Kilometer pro Stunde. Was hat denn die von ihnen? Ja klar, ich weiss halt nicht, wenn immer Leute, die den Wald heizen, und die gehört der Wald, dann... Ja. Ach du Scheiße! Das ist schon ein Förster. Ich sage, in der heutigen Zeit, geil gibt es Kamera, geil gibt es so eine Technik. Weil, also wenn ich kann schwören, wenn ich das nächste Mal mit dem TÜV unterwegs bin, ich will immer die Kamera drauf haben. Ich habe 3 Akkus, die wird immer laufen. Weil, jetzt seht ihr genau, er hat nichts gemacht, er fährt im Wald. Die sind nicht über die Wiese oder irgendetwas. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sind Jugendliche. Aber warum haut er jetzt ab? Das ist das Problem, du kennst die Vorgeschichte nicht. Oder? Oh nein, jetzt schau, was er jetzt macht. Oh Mann, wahrscheinlich gibt es da keine Aussage. Ah, aber weißt du, das Problem ist... warum haut die ab, wenn die jetzt grundsätzlich... Nichts, wenn die jetzt nur fahren und das kommt da rein, dann kannst du auch normal mit ihm reden, eigentlich, in den normalen Ding. Aber, ja gut, spult es ein bisschen führen. Aber ich check halt nicht, was die Vorgeschichte ist davon. Ey, ich will das nicht machen, über das Feld hineinfahren. Niemals. Und der andere immer noch hinterher. Oh, jetzt macht er sogar so, es wird ja immer schöner. Es wird ja immer schöner. Da hat noch einen Spiegel, ja. Also ich kann entkommen. Und jetzt steht er dann da vorne, oder wie? Digga, komm mal! Hey! Komm mal her! Aber er fuhr weg. Wo ist denn der Förster? Das ist er nicht dort, oder? Dort ist er nicht. Ah, das ist ein weiterer Förster. Ja, okay, schon mal. Stopp! Ja, ja. Stopp! Ja, okay. Ihr seid klar, wer wegen Hose will. Ja, Ist- ich dachte. Der andere. Ist er die Polizei oder was? Ja, der fährt weg. Ja. Ihr seid weg. Fahrt um die Ecke und sagen wir Führerschein. Hä? Ja, Sie sind doch nicht Polizist, oder? Genau. Schon Polizist. In dem Fall schon, sonst rufe ich jetzt die Polizei Ja, an. ich hab- ja. Ich rufe jetzt die Polizei Ja, okay. an. Kommen Sie mal Du bist runter. ohne Nummernschild unterwegs. Nein, das stimmt doch gar nicht. Dieser alt, dieser gar nichts. Das ist ein Mofa-Nummernschild. Ja, Mofa, aber das Soll stimmt ich? nicht. Alter, dann rufen wir jetzt die Polizei. Was stimmt nicht? Die mogen nicht mehr. Dran. Da sind 2 Zeugen. Oh. Ja, Obacht, fall mal nicht runter, du. Es Ja. kann sein, dass du runterfällst. Ganz leicht möglich, junger Mann. Sind Sie denn so aggressiv? Ich bin doch gar aggressiv zu Ihnen, oder? Weil ich so aggressiv war. Mich würde es wundern, mit ein. was vorne passiert ist, ob die ganze Zeit durch den Wald fahren. Ja, weil der immer wieder angefahren. Darf ich wenigstens einmal da hochschieben, dass wir die Na, Zecken... wir bleiben da stehen. Zecken Oder fressen. Geh runter, stell da Kiste ab und dann ist in Ordnung. Ich sing doch ein, oder? Ja, Nee. das du. Ja, so, dass du das machst. Dass die zu mir ins Auto hocken. Passt schon. Bevor Sie mich noch da entführen. Ne? Ja, siehst du das. Die Polizei kam jedoch nur eine mündliche Verwarnung. Ja, gut. Gut, jetzt.
ich sage jetzt mal, es ist halt immer das Gleiche. Immer die huren Hausmeister, weißt du. Ja, schau, was ist jetzt da? Was hat er jetzt gemacht? Außerdem müssen wir uns glaube ich auch nicht rechtfertigen. Wenn nichts machen, sind wir völlig hier oben runterfahren. Wenn man Ding zuklebt. Ja, was ist das? Der Stamm ist jetzt schmutzig. Na, bloß. ist das? Was ist das? Ich glaube, das ist Sachbeschädigung. Ja. Wisst ihr was? Ja? Wenn Sie da oben berechtigt rumfahren, wir sind hier den Weg runtergefahren. Ist doch scheißegal, du musst doch nichts Nee, nee. Aber ich brauche nicht sagen, dass ich Umweltschutz, der ist gerade umgefallen und ist so drin der Öl, normal drin der Öl. Nein, normal nicht, das wäre unnormal. Ja, gerade wegen dem, ihr habt denkt, weil bei ihm kommt ja nichts. Ja, die ist gerade umgefallen, weil der umgefallen ist. Und dann läuft das Öl rein. Das ist ein bisschen eine Ranzkarre. Was ist das? Eine Ranzkarre. Schrott. Also, hat er wegen dem zugelebt und du auch? Ja, das ist bloß, dass du dreckig bist. Da kommen wir wieder. Schwitzt raus. Aber sowas. Das stimmt nicht. Schwitzt raus. So? Schwitzt raus. Schwätz nicht raus. Nicht ausreden. Also, schönen Tag noch. Ebenfalls. Okay, das ist nicht schlimm gewesen. Das ist nicht schlimm gewesen. Ja, toll, man sieht ja gar nicht oben. Okay, mit dem Velo. Das ist alles nicht schlimm. Schau das mal an, mit dem Velo kannst du so Sachen machen. Das sieht ja aus wie bei mir. Vielleicht nicht gerade bei der Camper. Ja gut, das sind Camper, das ist schon nicht so toll. Hallo, Was denn? das geht nicht hier. Hier die Böschung runter. Mein lieber Freund, zurück hier. Hey, wieso denn? Zurück? Zurück. Wieso denn zurück? Raus hier. Hier wird nicht durchgefahren. Warum ist das dieses Raus Gebiet? hier. Ganz schnell. Ist das das Grundstück? Ja gut, ich würde sagen, kurz, aber knackiges Video. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94.